Et huet en bisschen den Andruck, dat wo Lot Vereinigt Kinderkreich aus Europa aus der Europäische Union net aus Europa herausgegangen ass, dat verschiedener gesinn hunn, dat du vielleicht eng Meiglichkeit besteht, wie hier Agenda 4 zu treiben, wat net meiglich war, solange dat Vereinigt Kinderkreich Member war. Muss du aber oppassen, dat den d'ëffentlech Menung net falsch erschätzt. Et gëtt eng immens Skepsis an Europa gegenüber der Europäische Union, denn Herr Premierminister hat fir Drohnen vun enger Europhilie geschwert, die schwer zu erkennen. Et gëtt déi Friss an Europa, an der Migrationskrise, an der Eurosituation. Auch iwwer einer froh wie de Rechtsstaat, das haut schon ugeschwert gehen, an eng Wahlbedeligung, wo knapp iwwer 50% beim Europäische Parlament als ke ganz starke Beweis fir eng groß enthusiaste Stimmung, die als Gänger leben, lo Europa fundamental zu reformieren. Et der wir net simplistisch unterscheiden zwischen Pro-Europäer, das wären dann die für mehr Integration sind, und Anti-Europäer, das wären die mehr skeptisch wären, was die Integration angeht. Es geht darum, den richtigen Weg für Europa zu finden, weil wir bekennen uns alle gut zu Europa. Wir wollen Europa zusammenhalten. Und das ist eigentlich der große Defizit, den wir uns am Blick müssen stellen. Denn Herr Staatsminister hat heute hier in der Chambre, wo in Auschwitz geschwärzt, nur das auf Vorplätzen immer gemerkt. Aber ich meine, dass das nicht zur Diskussion steht. Hier auf jeden Fall nicht zu Lützeburg und nicht hier am Haus, dass den so etwas nicht mit der zulassen. Und dass wir alle gut hoffen und mitschaffen, dass das nicht mehr entsteht. Europa als Friedensprojekt steht nicht zur Diskussion, nicht hier am Land. Wir werden mal diskutieren, dass als wir in Europa hätten wir gern für dauerhaft so eine Friedensarchitektur auf unserem Kontinent zu ermöglichen. An der Föderalismus, wie mir in einem Blick gesehen, ist wahrscheinlich nicht der beste Weg, für das Ziel zu erreichen. Ein Staat wie das Vereinigte Königreich wollte seine Souveränität zurück. Wenn man Europa ernst ausgestaltet hätte, wenn man vielleicht verschiedene Wünsche von hinten entgegenkommen wären, wäre nicht zu dem Austritt kommen. Das ist auch eins durch die überdriven föderalistisch, den überdriven zentralistischen Ansatz, der riskiert, Europa futti zu machen. Wir haben ja auch erlebt mit dem Traité, den an Frankreich an Holland refusiert wird, den Traité konstitutionell, der die ganz gut muss aufpassen, eben just für Europa zusammenzuhalten. Wir denken, dass der Weg für eine dauerhaft akzeptierte Architektur, eine beständige Architektur in Europa, als für uns als RDR der Weg vom Europa von den Nationen. An ich meine, und das so nicht hoffrisch, dass das am Mengen auf jeden Fall exzellent Wahlresultat bei von der ADR bei den letzten Europawahlen auch weiß, dass hier am Land immer mehr Leute mengen, dass die die richtigen aus dem wir vorschlagen, nämlich Europa von den Nationen und nicht der Föderalismus. Lützeburg soll an Eisen nicht eine Erinnerung hersehen, nicht ein Bundesland von irgendetwas, nicht einfach ein Territoire, aber ein souveräner Staat bleiben, der an Europa seine Stimme behält. Das ist auch nicht, wie Herr Wieslert fährt, ein Ausdruck von Nationalismus an Europa. Mir echt da, dass noch viele Plätze gesagt, dass der neue Patriotismus da ist, weil du so schnell Schlechtes aus, aber für allem auch viel Realismus. Aber wenn die Konferenz sur l'avenir de l'Europe do Materialismus gesagt, sowieso in der Kommission vom Herrn Macron, von der Merkel und anderen envisagiert wird, da muss ihn auch das realistisch gesehen, dass zwei Ziele verfolgt gehen. Das ist das Murcht von den kleinen Ländern, ob die mich groß zu verlehren. Denn Herr Premierminister hat das auch abgezählt für drun, bis es summarisch, das Stimmverhalten am Conseil, die Besetzung von der Europäischen Kommission und auch andere Sachen wie Mandat am Europaparlament und so weiter. Mit das hier reißt, das sind Sujet von zentraler Wichtigkeit. An der zweite Ziel aus dem Europäischen Parlament mehr Rechte zu gehen durch eine Änderung von der elektoralen Legislation, sie dem europäischen Plan oder an den Nationalstaaten. Die Ausführung von Herrn Premierminister hat uns eine Antwort nicht gegeben und schon gut nachgelauscht. Wer Lützeburg berät oder nicht, Traités-Änderungen zu akzeptieren, oder nicht? Weil dann schwätzen wir normalerweise von einer Konferenz intergouvernemental
davon aus kein Gries. Es geht jetzt von einem Prozess mit breiter Bierger, Beteiligung und so weiter, den nicht ganz klar, auch als Grenzkollegin, wo sie geschwert hat, wo du gesagt, Leute mussten können mit dezidieren. Und das ist ein demokratischer Prozess. Mir aufgrund von Wert, mit welchem Mandat. An Eisen sind nach immer die Nationalparlamenter, die Nationalregierungen in der Konferenz intergouvernemental und dann die Nationalparlamenter, diese Story ausschwätzen. Und das ist die verfassungsmäßige Ordnung, an die muss man respektieren. Wir können nicht hingehen an die Risikologoen, dass mit dem Argument von einer breiter Bürgerbeteiligung eigentlich probiert, nicht mehr Demokratie herzustellen, mit Demokratie zu umgehen. Die demokratisch repräsentativ Demokratie, die wir haben an unsere Länder, muss respektiert gehen. Aber wir müssen Parlament erholen, wenn es zu Änderungen kommt. Und wir müssen auch damit rechnen, dass da verschiedene Staaten zu Referenden kommen. Und ich weiß, dass viele Leute das nicht gerne haben, auch hier im Land nicht. Aber mir als eher so klar, auch wir als überzeugten Demokraten bekennen uns zum Instrument vom Referendum. Aber wenn es zu Treaties-Änderungen soll kommen, ist das auch ein guter Weg, für den Weg zu gehen. Die Europäische Union sieht, sie wäre demokratisch, gegen jede respektieren, ob es so was als immer eine andere Diskussion. Die Europäische Kommission hat den Auftrag als Gardien des Traités. Und sich einen ganz neutralen Auftrag, wir erkennen aber, dass sie auch hier eine politische Agenda immer mehr hat. Dass sie selber hier Interessen und Interessen von europäischen Institutionen will nur vordreiben, au dépend von den Positionen von den Memberstaaten. Das konkret sie geplant an den Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission sieht, dass ja auch die Aufhebung von einem legislativen Initiativrecht für das Europäische Parlament wird aber eine fundamentale Änderung wäre vom institutionellen Gleichgewicht an der Europäischen Union. Und ich will die Kollegen der CSV auch freuen, weil sie auch dafür, wie sie das ja auch gesagt. Was ging das dann heschen, das Initiativrecht vom Europäischen Parlament, zum Beispiel für das Siège von Lützeburg? Zum Beispiel für die Fiskalität. Ich meine, wenn ich mich gut erinnere, wo am Wahlprogramm der CSV für die Europawahl eine Disposition ähnlich wie bei den sozialistischen Kollegen, denn in der Stimmigkeit auf Fiskalfragen könnt überdenken. Wenn wir das Initiativrecht dem Europäischen Parlament gehen, da sind wir aber weit an eine Richtung, die unseren fundamentalen ökonomischen nationalen Interessen kann schützen. Muss in das Risiko von den Entwicklungen aber gesehen an ausschwärzen. Ein Spitzenkandidatensystem. Den hat nicht funktioniert. Und das ist doch ein bisschen eine Ironie, dass ausgerechnet Madame von der Leyen das proposiert, was an ihrem Fall nicht angehalten gehen ist. Das ist der Preis, den Madame von der Leyen nicht bezahlen, für am Europaparlament konfirmiert zu gehen. Mit das aber nicht, ob wir bereit sind zu bezahlen. Das ist nicht das. Sie muss doch vielleicht hier Konzessionen machen, wir machen sie nicht. Für uns ist das klar, dass alle Verlagerungen von Macht an der Europäischen Union muss über eine Treaties-Änderung gehen, und das heißt auch Mama Koch von dieser Chambre. Los, der 9. Mai 1950 geht als Symboldatum geholt, 70 Jahre Deklaration Schuman. Wenn da muss man gucken, was an der Deklaration Schuman steht. Dass da wäre, ist das in Erinnerung zu rufen, wenn wir hier über Institutionen schwätzen. La haute autorité commune, c'est Herr Schuman, chargée du fonctionnement de tout le régime sera composée de personnalités indépendantes désignées sur une base paritaire von den Staaten, also jedereen ist da dran, par le gouvernement, nicht das Europaparlament. Un président sera choisi d'un commun accord par les gouvernements, nicht durch Spitzenkandidaten. Die Leute, die sich in europäischen Deklarationen lesen lassen, von der Deklaration Schuman zum Beispiel, die wären eine Woche beraten, für zu lesen, was da dran steht. Wir sind damit d'accord. Und ich sind überzeugt, dass der DDR mit ihrer Politik mehr noch umgeht, von der Europäischen Union steht, wie die Gründungspappe sie wollten, wie verschiedene Leute von Haut, die sich auf diese Deklarationen berufen. Die europäische Demokratie, das für uns auch etwas versteht, dass alle Memberstaaten muss weiter können ein Wort mitschwätzen. Wenn wir hier gehen und wir sagen, dass nur Einwohnerzahl so dezidiert gehen, dann ist ein Staat wie Eisen mit 600.000 Einwohnern komplett marginalisiert. Das ist für uns, könnt das nicht davor, eine scheieren Highlight, die ein bisschen an die Richtung denken, an den verschiedenen Interventionen. Mit uns eine Schizophrenie. Vier Gäste oder weniger auch hat man eine Diskussion oder müssen sie immer rum. Zum Beispiel an der Brexit-Diskussion, von Herrn Barnier heute. Und hier im Parlament, wo wir uns praktisch allein sollen, Jeune oder Ballal,
Wie zu so, wir müssen auch aufpassen, dass das Interessen als Finanzplatz bei denen Diskussionen respektiert gehen. Am mir gesagt, als nach Comics, wir wurden drin besucht, Machtspruchrecht von diesem Parlament. Mit der Lust mir doch nicht so merken bei der Diskussion über den Avenir de l'Europe, als wäre das doch immer nicht mehr wichtig. Weil wenn es darum geht, für als Interessen zu verteidigen, als Wohlstand, als soziales System, da sind wir ja auch daran interessiert, dass wir als Machtspruchrecht behalten, aber da muss man als konsequent sein. Wir als ADR sind als konsequent, wir gehen nicht ob dat Lützeburg sein Wort Matze schwätzen hört. Die transnationale Liste sind eine Illusion. Es ist keine Zeit, Herr Präsident. Ich weiß nicht, wo ich drauf sehen. Die sind am roten Bereich. Am roten Bereich, wo der Sozialisten so, da wäre ich gut. Dann kann ich da eigentlich nicht schwätzen. Es sind da 10 Sekunden am roten Bereich. Gut, dann die anderen Kollegen, die für Druck geschwärzt haben, noch alle lieber zu. Die wären dann von einer Punktlandung. Ja. Dann will ich da vielleicht ganz sehr Sachen so. Die transnationale Listen, sie Plätze am Europaparlament wird dafür reserviert. Das ist eine Illusion. Die Illusion besteht daran, dass es gegen ein europäisches Wahlvolk ging. Das geht nicht. Das Europäische Parlament als eine Assemblée parlamentär zusammengesetzt aus nationalen Delegationen. Das ist die Realität. Transnationale Listen beruhen nicht auf einer Realität, sie wollen ein Demos schaffen, wo es eigentlich geht. Ich meine, für aufzukürzen, hier ein Frieden zu machen, Herr Präsident, will ich also auch noch der Regierung ein Frieden zu machen. Auch der Regierung ein Frieden zu machen, will ich eine Ankündigung machen. Wenn es zu einem Changement von den Treten kommt, da werden wir uns dafür einsetzen, dass das einem Referendum auch hier am Land gelöscht wird. Wir werden uns dafür einsetzen. Wir hätten gern, dass europäische Demokratie gelebt wird. Und ich weiß, ja, weil das ist fein, da sind wir uns ja eins. Da können wir ja vielleicht zurückhalten, Herr Premierminister, dass wir uns heute schon eins gehen, dass wenn es zu einer Änderung treten könnte, dass wir ein Referendum machen zu Lützeburg. Eine Konklusion, die ich gerne mit ihr zusammen holen. Letztes Wort. Viele Leute haben hier über den Rechtsstaat geschwärzt in Europa. Ja, es sind wir dir d'accord. Très bien. Wir werden ich da nicht verstehen. Werde ich nicht verstehen. Dass dieselben Parteien außer der ADR all dafür sind noch immer der Türkei Member von der Europäischen Union soll gehen, wenn sie sich über Polen und Ungarn abbrechen. Es gibt eine Sache für Proportionalität. Und ich meine, wenn ihr Rechtsstaat schwätzt, dann gilt das für uns, für Polen, für Ungarn und für die Türkei. Ich so nicht merci.